Es geht weiter, immer heiter. Zurück bei Pokémon Legenden CA. Oh je, ja, die Legende ist zurück. Mit Latanecto im Regen und allem drum und dran, was so dazugehört. Wir brauchen ein Challenge-Ticket. Für unseren nächsten Fight. Das wird spannend. Da vorne ist ein Golfwaff. Okay. Was? Also. Um mehr zu werden. Kann jetzt so schwierig zu sein, ne? Hundemann. Oh, Feuergeist gegen Feuerunlicht, das ist nicht so ein gutes Setup. Ein Sieg, ja, ist besser als nichts, ne? Dann vom Typ Boden, ne? Also wäre dann er hier. Das geht da leider nicht, weil das Viech ist natürlich jetzt der falsche Typus. Beim Flug-Pokémon, der kann mit Bodenattacken nicht viel machen. Oh, das ist ein schlechtes Matchup. Gar nicht schlecht. Gemerkt werden, ne? Na! Was schon Dracheflug? Kann man. Doch, warte mal, war Dracheflug, ne? Weil die Mega-Entwicklung, die wäre, glaube ich. Was war's? Drachefee, glaube ich, ne? Ein K.O.-Treffer, ja. Theoretisch eine gute Idee. Muss aber auch funktionieren, ne? Feuerboten, oh, ganz schlechter Typus. Bisschen eng hier. Sehr schön. Das sind Punkte, die schmecke ich, lassen mir schmecken. Arme Stollos. Dankeschön. So, bei der war ich gerade. Und noch ein paar Dinge. Die Boost-Attacken, das ist jetzt auch zu selten eine. Das könnte man ja ganz schnell mal ändern. Bitte umdrehen, liebes Fräulein. Einmal. Oh, falsche Attacke. Warum hat er so schnell angegriffen? Hä? Okay, Verwirrung. Lädt ein Boost Solarstrahl auch schneller auf. Ja, natürlich. Also effektive Treffer. Ups, Entschuldigung, mein Fehler. Typ Käfer. Oh, habe ich gar nichts. Noch keine Käferattacken.
Also die gegnerische Pokémon, kann ich auch vergessen. Muss auch erstmal heilen, dann. Sehr schön, dann kriegst du noch Feuerheiler, zack. Bei dir wäre natürlich ein Paralyseheiler noch gut, also Paraheiler. War noch geboostet, oder? Das hingegen war knapp. Wieso kann er mich anvisieren, aber ich ihn nicht? Ah, jetzt. So. Lose war ein Café. Okay. Ah, da hat er gerade, hey, gibt's ein neues Item? Moment, wer ist? Attacke vom Typ Wasser, das gefällt mir schon besser. Oh, Gardevoir gegen Gardevoir, ne? Natürlich. Du. Vom Typ Boden. Das kann schwierig werden. Obwohl, warte mal. Könnte ich? Ich könnte. Ja, der wäre jetzt aber sehr dumm, wenn ich den Move machen würde. Weniger als 10.000 Punkte noch für uns. Sehr schön. Ein K.O.-Treffer, ne? Das sind einem eigentlich liebsten tatsächlich. Vielleicht eher mit Pandago oder so. Eigentlich hat ziemlicher Powerhouse im Team, aber keins, was wirklich schnell ist, ne? Das ein bisschen ändern. Gut, wie gesagt, er hätte gerne einen Dragon an so einem Team. Das hätte, da wäre sowohl ein Powerhouse als auch schnell genug. Ich schätze jetzt mal. Kann ich jetzt von da? Ah, das ist ein fucking Käfer. Der Schaden ist schon ein bisschen süß, ne? Den es austeilt. Ah, nur ein bisschen. Knackrack, da nehmen doch mal so eins.
Ja, Attacke abbrechen. Ah, scheiße. Der falsche Move, der falsche Move. Ja, nicht gerade das beste Matchup, ne? Jetzt geht er ein bisschen auf die Nerven. So. Kämpfer bemerkt zu werden. Vom Typ Boden, ne? Machen wir das, komm. So. Nein. Brennungen hinzufügen wäre jetzt nicht so geil. Warte mal, ohne bemerkt zu werden, ne? Kann ich trotzdem mit Turtok versuchen. Macht ja auch guten Damage. Turtok ist hinter dir, ne? Nur mal so. Oh, Team, das ist gerade das beste Matchup. Was mache ich überhaupt so? Da alle hier paralysiert, ich glaube das einfach nicht. Ein Kadabra, ne? Das macht sehr guten Damage, hat aber selber jetzt nicht so viel in der Defense zu bieten tatsächlich. Ein Vogel weniger. Wir haben es geschafft, Freunde. Wir sind auf dem Maximum. So schön. Ah, herrlich. Wisst ihr was? Weil wir sowieso gerade Nacht haben, finde ich, ist es auch der perfekte Zeitpunkt geeignet, um unserem kleinen Geisterfreund noch ein bisschen mehr Power zu geben, ne? Skelabra. Hier jetzt keine neue Attacke. Wie sieht es mit den TMs aus, ne? Gedankengut zum Beispiel. Feuerwirbel, Psychokinese. Ja, ich glaube vorher bleiben wir so, ne, wenn wir gerade unterwegs sind. Spukball, Flammenwurf, Hitzewelle, Schutzschild. Vielleicht gibt es noch ein bisschen mehr dann. Mit der Zeit. Dann Megastein. Ich müsste eigentlich mal einen geholt, ne? Skelabranit. Genau. Perfekt. So, Freunde. Neues Pokémon gesammelt. Oh. Der ist natürlich gerade perfekt. Oh, muss das jetzt ausgerechnet der sein? Okay, ja nicht getroffen, schon. Ich habe gar keine Schwebe drauf, hallo?
Oh, und die Ponytox. Geht's noch hässlicher? Schon guten Damage, ne? Oh. Ja, Vergiftung ist nicht so gut. Warte mal, ich muss sowieso nachher hier hin zum Corrosio-Ding. Ne? Gehen wir nachher hier zum Pokémon Center. Halten uns kurz und dann machen wir es Tag und dann kommt dann der Kampf, ne? So, wie sähe es denn jetzt hier so aus? Wenn wir uns mal nicht die Attacken angucken, sondern die Berichte. 187 Spezialangriff, ja, leck mir am Arsch. Ja gut, Megan ist halt mega, ne? Also da ist nochmal ein bisschen was anderes. Junge, Junge, wenn ich schon mal zum Teil kurz vom Level-Up bin. Ja, gerade das dürfte klappen, ne? Hitzekoller. Spezialangriff gesenkt. Ja, ich kann mir durchaus vorstellen, statt Flammenwurf. Also Hitzewelle haben für normale Dinger und dann in Hitzekoller. Wenn ich da wirklich sage, oh, jetzt muss ich aber ordentlich reinkloppen. Also stark genug ist das Vieh, das mal behaupten. Okay, machen wir ganz kurz Tag, weil nachts überkämpfen, ja, kann man auch, ne? Also müssen wir angucken. In der letzten Folge haben wir praktisch nichts gemacht, außer 2 Sidequests und umhergelaufen und Megasteine, Megakristalle, Splitter in einzutauschen, Kohle einzutauschen, alles Megasteine und so. Und jetzt irgendwie etwa 15 Minuten vergangen und in 15 Minuten haben wir den ganzen Kampfsektor geradet. Entsprechende Punkte gefarmt. Das ist doch, ja, das schmeckt, ne? So soll es auch sein. Warum fällt nur noch eine Sidequest, die wir eigentlich abholen müssten? Was stand hier gerade? Eindrücklichen Stil, der an ferne Regionen erinnert. Ja, hat schon bis, also klar, hat auch ein bisschen was von Nisui und so, aber dann kommt man eigentlich da oben hin. Aber ich dachte eigentlich eher auch ein bisschen an Johto, ne? So Teak City mäßig und so. Hier natürlich, ja. Ist halt Gift-Typ, ne? Aber Gift-Typ, ja, egal, was mache ich jetzt mit dir, ne? Warten wir, bis der Mega-Entwicklung abgelaufen ist, oder? Pflanze Fee, ich weiß nicht, ob das hier gut geht. Ich würde gerne mit Megane ein bisschen setten, ne? Also Beeren setten und so wäre schon cool. Ich schätze, ich soll Sita dankbar sein. Wenn er sich nicht bei mir verschuldet hätte, wäre ich nie einem so einen Trainer wie dir begegnet. Hm? Aber genug geredet, legen wir endlich los. Das Schönste an dem Kampf ist es doch, einen selbstsicheren Gegner zu besiegen, ihn weinend zu Staub zurückzulassen. Nett. Netter Typ. Dass du mit Flordelis bekannt bist, ist ein weiterer Grund, dich nicht zu unterschätzen. So gut kenne ich F gar nicht. Tja. Du musst wohl immer das letzte Wort haben, ne? Hat er mich erwischt? Verstehst du? Ich danke Illumina City so viel. Die Stadt hat mich willkommen geheißen, als ich jung und heimatlos war. Rang A schnapp ich mir. So. Ist schon Typ Gift sein, ne? Trainerstil her, ne Käfer. Raven. Vom Corrosio-Clan fordere ich raus. Der Ravan, aber ja, Raven ist eigentlich cooler. Arbok. Toxin war klar.
So, einer weniger. Die Schilde halten noch. Ja, klar, bring einfach Garados, ne? Jetzt, wo ich ausgerechnet, jetzt, wo ich ein Ding weggepackt habe. Ah, du kannst mir doch mal, ey. Feuer und Eis, das ist kein Scheiß. Das war sowas von klar. Mega Power! Oh, sieht aber cool aus. Das ist ein neuer Typ. Was du kannst, kann ich auch! Hallo? Nein, Kampf, hallo! So, jetzt. Das war knapp. Ich habe schon das Piepen gehört. Energiefokus hat Pandago erlernt, okay. Dein Sieg wurde verifiziert. Herzlichen Glückwunsch, ein Rangaufstieg wird nun eingeleitet. Von D auf C. Oh yeah. Keine Ahnung, ob Flottilis ein Talent anerkennt oder nicht. Für mich besteht auch überhaupt kein Zweifel an deiner Stärke. Deshalb will ich dir diese TM schenken. Mülltreffer. Eigentlich keine schlechte Attacke. Hör mal, jemand von deinem Kaliber fehlt uns im Kuroso-Clan noch. Hättest du Interesse, bei uns einzusteigen? Ich bin schon Mitglied bei Team MC. Klingt verlockend. War mit dir in seinen Reihen. Der Blick. Wir sehen uns im Hotel-Set. Früher oder später. Ich hoffe eher später. Hey Michael, Glückwunsch zu deinem Sieg gegen Ravan. Das heißt, du bist auch im Rang aufgestiegen. Echt klasse. Vor allem dürfte unser Kuroso-Clan jetzt nicht mehr auf den Zeiger gehen. Wäre schon peinlich von denen, nach so einer Niederlage ihm noch rumzunerven. Naja, damit sie uns wirklich in Ruhe lassen, müssen sie das in ihre restlichen Schulen begleichen. Darum schlage ich vor, das alles zusammenlegen, um das Geld aufzubringen, das Zita diesen halben Abschneiden noch schuldet. Haben wir echt die Finger wund genäht, um ein bisschen was zur Seite zu legen. Steuer du bitte auch was bei, Michael. Viel länger macht mein Nerven das nicht mit. Ah ja. Ich zahle auch das Geld zurück, so schnell ich kann, versprochen. Sag mal, Zita, wie viel lief eigentlich deine letzte Hilfsaktion? Ja, ganz gut. Moment mal, heißt das etwas, dass ich dem Kuroso-Clan schon etwas schulde? Guten Abend. Da ist er schon wieder. Ich glaube, direkt Gast kann man nicht sagen, ne? Das hier ist also das Hotel Setvi. Nicht schlecht, das muss er schon sagen. Hä, warum sind Sie hier? Bitte, alles nur und das nicht. Wir zahlen die Summe, die Sie der Schule morgen zurück versprochen. Warum diese Unterstellungen? Ich bin ein ganz normaler Gast, der ein Zimmer für die Nacht buchen will. Oder kann das Hotel Setvi sich nicht etwa leisten, zahlende Gäste abzuweisen? Dann bitte hier entlang. Warum? Sieh einer an. Für den alten Herrn sind sie echt riesig. Denn ist als was dran in Gerüchten, dass sie 3000 Jahre auf dem Buckel haben, ne? Wenn Sie bitte hier unterschreiben möchten. Sicher doch, ich hätte gerne das schönste Zimmer des Hauses. Soll ich den Beruf schreiben? Reicht Allrounder für das Formular?
So, fertig. Schicke Handschrift, oder? Schicke Handschrift, oder? Der Auftrag ist hier drüben. Gute Nacht alle zusammen. Träumt was Schönes. Das war ein bisschen spooky. Ich glaube, ich bin im falschen Film. Ich glaube, ich bin im falschen Part. Ich check gar nichts mehr. Dass ich wohlfühle, ne? Auf dem Weg zu Rang C. Und jetzt kommt Rang B. Und dann Rang A, sind wir durch. Am nächsten Tag dein Wecker klingelt, ja. Macht er häufiger. Einmal täglich. So wacht man gern auf. Wer ist hier für den Zimmerservice zuständig? Das bin ich. Ach, gute Arbeit. Das Zimmer war sauber bis in den letzten Winkel. Da gab es sogar Pokémon-Futter für Carapendra und meine anderen Pokémon, Kirapendra. Hier, das Geld für die Übernachtung. Und hier noch dein Trinkgeld. Was, das ist ja viel zu viel. Ist schon okay, du hast es dir verdient. Na gut. Boss! Ich bin hier, um sie abzuholen. Da sieh mal einer an, Sita. Du wirst doch sicher bald in der Lage sein, deine Schulden zurückzuzahlen, oder? Oh, das bin ich tatsächlich. Schätze, ich gebe das Geld dir. Sehr gut. Es ist wichtig, sich an die Regeln zu halten und Gelines zurückzugeben. Wenn du ja fertig bist, können wir uns auf den Rückweg machen, Gibson. Der Drecksarbeiter lädt sich in Lumina schließlich von alleine. See you later, Alligators. Okay. Was ist der große Clan nur für ein komischer Verein? Das weiß keiner so genau. Yep, ist erledigt. Ich habe auch wie üblich die nicht belegten Zimmer gecheckt und die Hygieneartikel ausgetauscht. Aber jetzt mal im Ernst, was soll dieser Besuch vom Corrosio-Clan? Gute Preise, gute Besserung. Vielleicht gehört das zum Verhaltenskodex dieser Typen. Die Menschen scheinen sie Michael irgendwie zu mögen. Ist das jetzt gut oder schlecht? Jedenfalls ist die Sache mit dem Schulen jetzt erledigt. Ich werde mir nie wieder Geld leihen. Na, das will ich doch hoffen. Juhu. Duro. Kalen. Habt ihr im Moment Zeit? Klar. Was ist los, Asset? Was hast du da? Das sind die Mega-Ringe und Megasteine, die ihr benötigt, damit ihr bei eurem Pokémon die Mega-Entwicklung auslösen könnt. Was? Aber Mega-Ringe sind doch total wertvoll. Außerdem ist unser Rang beim Sea-Royal nicht besonders hoch. Das spielt keine Rolle. Ich weiß, dass ihr Michael beim Besänftigen der leidenden Megamanie-Pokémon zur Hand gegangen seid. Eigentlich hätte ich sie auch schon viel früher überreichen sollen. Verzeiht mir. Schon okay, vielen Dank. Ja, danke. Jetzt können wir die Mega-Entwicklung einsetzen. Der Partner ist allerdings noch ein Stern, du. Das muss das Starmie entwickeln, sonst wird das mit der Mega-Entwicklung nichts. Ein Mega-Starmie? Ah, ja. Die kann man nämlich erst, wenn ein Pokémon nicht mehr weiterentwickeln kann. Michael. Ich will, dass du mein Gegner bist, wenn ich mein Iroquois zum ersten Mal Mega entwickle, ja? Das ist nicht fair, man. Ich will auch gegen Michael kämpfen. Okay, Team MC versammeln sich jetzt auf dem Kampfplatz. Kräfte messen auf dem Kampfplatz. Die Frage ist, machen wir das nächste Mal auf oder kann ich auch direkt gerne eigentlich erstmal hier nach Dingen holen? Die Sidequest. Ja, so gesehen von der Folge her und also wie lange das Ganze dauert, weil kann man durchaus vorstellen, dass nachher direkt noch kommt, oh, wir haben neue Mega Mani-Pokémon entdeckt. Dann kann ich sie miteinander kombinieren und hätte dann, ja, eine schöne Kombination für ein Paar, ne? Jetzt haben wir schon genug Story gehabt für die Folge. Ist das... Nee, oder? Es ist schrecklich! Also der Flunschling ist verschwunden. Ist eine Skala, also sieht das etwas anders aus, als du vielleicht denkst. So eine Kumpel hier neben mir. Unbedingt den Pokéball halten.
Noch machen. Suche das Galar-Flunschlick. So. Sieht sonst aus, aber ich kann noch irgendwie... Weitere Sidequests gar nicht, ne? Weil, ich gehe mal ganz kurz hier hoch. Ich habe mir sagen lassen, dass der Lift bei Wildzone 15 eigentlich wieder begehbar sein sollte. Der hier. Na, okay, geht's jetzt wieder hier mit der Story. Soweit bin ich das die anderen noch gemacht habe, ne? Okay, dann kurz noch so ran. Rang sage ich schon. Zu Zone 11 und gucken mal. Das normales Flunschlick. Normales. Das auch. Oh, da haben wir's. Flunsch. Hier steckst du also mit den Turnschuhen im Wasser. Scheint doch alles dran zu sein, ne? Ich glaube, es hat einen Grund, dass Flunschlick seinen Fuß verschont hat. Weißt du, mein Flunschlick hält immer Ausschau nach starken Trainern. Schlick. Okay, einfach so. Doppelleber mit Machtgewicht. Sehr schön. Wir müssen noch ein paar Pokémon hier entwickeln, ne? Ja, raus hier. So. Unsere lieben Boxen, ne? Galar-Flunschlick ist vom Typ Bodenstahl. Das normale war... Was nur Boden? Bin gar nicht mehr sicher, ey. Boden Elektro. Okay. Wenn ich die Galar-Variante habe, könnte ich vielleicht einen kurzen Tausch machen. So, jetzt haben wir Flunschlick, Galar-Flunschlick. Ist doch supi. Ja, unser Team macht sich auch, ne, würde ich mal sagen. Weil eben, ne, ob wir jetzt die so behalten, ist halt so eine Frage. Ne? Mein Garde war, denke ich mal, so, da haben wir auch schon fast von Anfang an, dass unser Starter war gewesen, Pandagro, ja, Stolos, Skilabra. Also Skilabra kommt sicher mal raus. Ob es vielleicht eben für Finontor, beziehungsweise andere Viech sein wird, ne, nicht Finontor, Frostedie sein wird, könnte sein. Und es wird um Feuer-Pokémon fehlen, aber dann vielleicht auch ein Eis-Pokémon. Was ziemlich cool wäre. Stolos, ne, momentan noch einen guten Job. Pandagro eventuell noch, wir gucken mal, ne, Pandagro vielleicht. Also was so eine Idee jetzt von mir wäre, quasi zu sagen, Pandagro könnte man durch ein Ding ersetzen. Also wird dann quasi in das Team hier wechseln, ins Carlos-Team. Das jetzt bei mir durch ein Dragoran dann, ne, und dann hätten wir Skelabra durch ein Frostedie. Hätte natürlich auch ein starkes Team. Ja, vielleicht wird er auch ein bisschen mehr hin und her switchen, ne? Das kann auch sein. Gut, Freunde, dann haben wir die Sidequests auch gemacht. Wir haben momentan keine weiteren offenen. Die kommen sicher, sobald wir hier die Hauptmission 25 gemacht haben. Wir hätten noch die drei hier. Chef um der Größe XL, wir brauchen halt ein Elite-Viech, ne? Sonst geht das nicht. Das heißt, man könnte sich mal in Gebieten, wo es Chevrum bzw. Vehikel gibt, ne, die Vorstufe, mal gucken. Ich kann theoretisch auch ein Vehikel nehmen mit XL, also ein Elite-Vehikel, das entwickeln. Humarischen Himmelskampf, ja, gut, ich habe jetzt natürlich einen Glurak und ich habe auch schon, ich glaube, ich würde damit warten tatsächlich, bis ich noch ein Ding habe. Bis Dragoran da ist, tatsächlich. Mit Glurak, Dragoran und Uhafnir, damit würde es dann riskieren, da reinzugehen. Sonst hätten wir noch zu wenig Flug-Pokémon, müssen noch ein bisschen trainieren und so. Mega Minitalis könnte ich auch schon machen. Ja, vielleicht einmal eine Idee, ne? Wir nämlich die Dinger mal
gemacht, die alten Sidequests. Und sonst, wie gesagt, die restlichen kommen garantiert, sobald wir hier durch sind. Weil wir halt die nächste Hauptmission gemacht haben. Das machen wir in der nächsten Folge. Müssen noch Team heilen. Nö, sieht gut aus, ne? Den Pokémon abhängen. Wie sieht's aus? Wir haben da mega Stollos. Ein großes Stollos einfach. Turtox, Gelabra, Meganie, Gardevoir, Pandagro. Eigentlich schon ein cooles Team, ne? Ich habe eben vieles halt irgendwie auf Defense ausgelegt, ne? Stollos, Turtok, Meganie. Also auch relativ langsam halt. Naja. Wird schon gut gehen, dass jetzt irgendwie aber trotzdem mal wieder so müde sind. Ich weiß ja nicht, ey. Immer nur um Schlafen hier, ne? Okay, Freunde, danke fürs Zusehen und dann bis zum nächsten Mal. Hauptsache weitermachen. Dann vielleicht noch gucken, vielleicht finde ich halt doch mal noch einen Dratini, ne? Also sprich einen Shiny Dratini. Sonst einfach mal ein bisschen hier offscreen herum, bis ich mal einen Shiny treffe. Aber ja. Ich meine, sind wir ehrlich, ne? Wenn ihr andere auch so Shiny Nuzlocke und so, beziehungsweise Shiny Locks angucke, bei denen dauert es manchmal auch ein bisschen, bis sie einen Shiny finden, aber die finden doch relativ schnell mal eins im Vergleich zu mir. Und wir haben bis jetzt, abgesehen vom obligatorischen Shiny Voltilam, eigentlich nur mal ein Shiny, was war's? Shiny Tapsi war es, glaube ich sogar. Mal gesehen, was aber davon geflogen ist, weil es zu langsam war und nicht richtig gespeichert hatte und so. Ich wusste, dass es da den Backup-Save in dem Pokémon Center gibt. Das regt mich eben noch auf. Aber hey. Trotzdem, wir haben ein cooles Team. Dass ich alle immer mega entwickeln will, ist eine andere Frage, ne? Aber wenn das Spiel das schon so hergibt, ne? Mit dem Kampfsystem, finde ich, kann das durchaus so machen, ne? Das Pokémon mit Schutzschild kann man auch ein bisschen besser machen. Ach stimmt, wir wollen ja noch gucken, ne? Wegen der TM. Noch bekommen? Na egal. Mülltreffer. Ja, braucht das so lange, ne? Ja, wobei Aufladezeit 8 ist natürlich am Gifthieb auch viel. Aber halt ein direkter Angriff, ne? Man kann natürlich diesen Handschuh noch nehmen, dieses Handschuh-Item, weil der wäre ja für direkte Treffer, ne? Also eben so Durchbruch, Nachtipp, Gifthieb wäre da cool, gerade Mülltreffer. Gehört dann nicht ganz dazu, aber ich kann mal gucken, ne? Vielleicht bringt es mal was, wir sehen es dann. Sage der Hinsicht, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Pokémon Legenden, CA, oh je, ciao zusammen.